Was für eine Zeit ist es bloß, Freunde? 1931, eine Zeit, in der, naja, in der halt die, gut, leichten Mädchen kann man sich unbedingt sagen, mein Trick sieht nicht unbedingt so aus, und das will sie auch nicht, aber eben die Gangs sind hier mit Kid Tannen und auch die korrupten Polizisten. Zumindest mal einer, der ein bisschen auf dem, naja, absteigenden Gleis ist. Wie auch immer, wir kommen zurück in die Zukunft, dem Spiel, dem Let's Play, der Typ geht mir so auf den Sack. Hey, Zieleidewürstchen. Ja, und deswegen gehen wir jetzt. Die Frage ist, wo ist Artie? Weil irgendwie... Hey, Artie. Er ist wieder da. Wieso? Gute Frage war, aber er muss sowieso zurückkommen. Denn ich glaube, ohne ihn wird es ziemlich schwer, der Officer Parker zu überzeugen. Tja, das Doc. Oh, Enderstüngel ist immer noch da. Da gibt es ja nicht die alte. Gut, jetzt ist die Frage natürlich, wo ist Artie abgeblieben? Grandpa, wo bist du? Hey, Doc. Wie ist das Zimmer? Ein bisschen sauberer, als man es von so einer Absteige mitten in der Depression erwarten würde. Wie laufen die Ermittlungen? Naja, mehr oder weniger. Doc, Parker geht es schlechter, als wir dachten. Wir haben sein Leben so auf den Kopf gestellt, dass Jennifers zukünftige Großmutter ihn verlassen hat. Ich weiß. Marty, es ist jetzt wichtiger denn je, Parker wieder auf den richtigen Weg zu lenken. Wenn Jennifer nicht geboren wird, muss ich dich nach 2015 schicken, um deine Kinder zu retten. Und dann wird der alte Biff Ein nie... Paradoxon, ich verstehe. Was zum Henker war denn das gerade für ein Soundeffekt? Also ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Ja, weil es gerade auf meinem Headset war, wenn wir Pech haben, war es im Spiel selbst. Alter, ich dachte gerade, die Welt geht unter. Okay, so war klar. Wo hast du den DeLorean geparkt? Ich habe ihn auf dem DeSoto-Grundstück sicher versteckt. Heutzutage kauft doch sowieso niemand Autos. Das läutet ein. Doc, wir müssen Artie Wen? finden. Mein Großvater. In der Straßenbahn für nur eine Sekunde. Warum? Wir müssen ihn finden. Trixie glaubt, dass sie etwas hat, das Kid in den Bau bringen könnte. Aber Artie ist der Einzige, der ihr das mit Sicherheit sagen kann. Ich glaube, er ist ihr Lehrer oder sowas. Ah, das ist also die Verbindung. Als dein Großvater für 2 Monate aus Hill Valley verschwunden ist, zerriss es das Band zwischen ihm und Miss Trotter. Und es entstand eine Zeitachse, in der Trixie Tannen nicht mehr reinlegen konnte. Ja? Wir müssen deinen Großvater finden. War gerade ein bisschen sehr schnell, war die Konversation? Naja, Irgendeine Spur von Artie? Hab ihn noch nicht gesehen. schade. Hey, wer hat eigentlich Tennants Flüsterstube abgefackelt? Ich weiß es immer noch nicht. Ich würde das gerne noch herausfinden. Ja, Sie haben mir nie gesagt, warum genau Sie ins Jahr 1931 zurückreisen wollten. Das ist meine Sache. Wenn es vorbei ist, erzähle ich dir alles. Daran werde ich Sie auf jeden Fall erinnern. ich glaube, das haben wir damals im Let's Play, Let's Play, natürlich im ersten Let's Play auch nie rausgefunden, war. Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Alles ganz einfach. In der eigentlichen Zeitachse, der Zeitachse A, wurde der Brandstifter der Flüsterstube nie geschnappt. Und zu einem Mysterium von Hill Valley. Okay. Als ich nach 1931 zurückkehrte, habe ich die Zeitachse B erschaffen, in der ich für den Brandstifter gehalten und folglich von Kid Tannens Schlägern getötet wurde. Einstein kam mit mir und war dann irgendwie im DeLorean, als der Notmechanismus auslöste und ihn nach 1986 Hier geschickt. komme ich ins Spiel. Präzise. Du bist am 14. Juni 1931 zurückgereist und hast Zeitachse C erschaffen. Eine Welt, in der Carl Sagan nicht von Kid Tannen ausgelöscht wurde, Arthur McFly jedoch eine Vorladung bekam. Und von Kid Tennants Männern niedergeschossen wurde. Ja, also bist du 6 Stunden in der Zeit zurückgereist, hast Zeitachse D erschaffen, das Leben deines Großvaters gerettet, aber Kid Tannen irgendwie vor seiner Verhaftung bewahrt. Was erklärt, warum die Tennants so mächtig waren, als wir ins Jahr 1986 zurückkehrten. Also sind wir jetzt zurück im August 1931 und erschaffen Zeitachse E, in der wir hoffentlich Tannen ins Gefängnis stecken, wo er hingehört. Verstanden? Klar. Gut. Eine Frage. Was? Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Ja, so schwierig war es gar nicht. Was mich nur ein bisschen wundert, ist jetzt wegen Zeitachse A.
hatten dort Artie McFly nie irgendwie eine Einladung bekommen. Also ich bin so eine Vorlage vom Gericht, weil zum angenommen Doc, also wie gesagt, Zeitachse A, war Doc ist nie zurückgekehrt und so in diese Zeit, war nie Carl Sagan, etc. etc. Dann hätte trotzdem der junge Emmett Brown, naja, wäre trotzdem auf der Suche nach Artie gewesen, weil Artie war ja trotzdem, sag jetzt mal, offizieller Buchhalter von Kid Tannen. Das haben wir selbst nicht ausgelöst. Wie zum Henker kam man denn von seiner Fuchtel weg? Da kann man sich nicht vorstellen, dass so ein Kid Tannen einfach sein, sein Buchhalter hat so so walten lassen und so. Naja, andere Fragen, war. Was halt auch mal interessant wäre, ich meine, jetzt haben wir schon so viele Zeitachsen, wenn man jetzt natürlich mal alle Filme zusammenzählt und so, wir haben doch schon Zeitachse XY und so, etc. etc. erschaffen. Wäre mal interessant, wenn es sogar noch einen, sagen wir mal, einen 5. Teil oder Spieleserie gäbe oder Film, was auch immer, wo man alles wieder zurückdrehen würde, quasi Zeitachse A wieder umdrehen würde. Ob das wirklich so möglich ist? Sprich, alle Ereignisse, die seit zurück in die Zukunft mit dem ersten Teil, dem ersten Film geschehen sind, wieder rückgängig zu machen. Naja, wäre dann vielleicht die originale Zeitachse, aber ob es wirklich besser ist, weiß ich auch nicht. Warum sind die Tennants eigentlich immer solche Idioten? Das ist schwer zu sagen. Vielleicht böse Neandertaler-Gene in ihrer DNS? Tja, wir können mal eine Blutprobe nehmen und das Jahr... Er sollte beinahe sagen, das Jahr 2015 schicken, aber da sind wir gerade. Ich glaube nicht, dass man das jetzt schon herauslesen kann. Naja, vielleicht nochmal 10, 20 Jahre in die Zukunft gehen. Naja. Dann bringe ich mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Marty. Nun ist die Frage, haben wir noch den Hut von Großvater? Nö, natürlich nicht. Aber wir haben eine Artist-Pfeife. Können wir die vielleicht dem guten Eini geben? Obwohl, das ist natürlich jetzt bei Emmett, wa? Sprich beim jungen Dog. Alter. Da müsste eigentlich hier sein. Warte, wir uns doch irgendwie eingeladen. Mike, gerade rechtzeitig. Hier, halt das. Ja. Na dann, danke, dass du auf Einstein aufgepasst hast, als ich weg war. Es war mir ein Vergnügen. Er war eine sehr bereitwillige Testperson. Beinahe, als hätte er schon Jahre mit mir zusammengearbeitet. Eher Jahrzehnte. Wie ist es dir ergangen, Emmett? Ich habe dich seit Monaten nicht gesehen. Großartig und alles nur dank dir. Wirklich? Ja, der Streit mit meinem Vater während unseres Raketenbohrer-Experiments hat mir endlich den Anstoß gegeben, beim Gericht zu kündigen. Jetzt kann ich mein Leben der Wissenschaft widmen. Was hat es mit dem kleinen Auto und der Ausrüstung auf sich? Einstein und ich machen ein paar Experimente mit diesem maßstabsgetreuen Modell, um bis zur Hill Valley Expo in einigen Monaten die letzten Fehler zu beheben. Ein ferngesteuertes Auto? Nein, eigentlich doch, aber es wird viel mehr sein als das. Die Welt wird darüber staunen. Aha, ich hab's. Was? Ich zeige es dir. Bist du startklar, Einstein? Sieh her! Nicht zu mir, zum Auto! Zum Auto! Wenn dieses Baby 37 Kilometer pro Stunde erreicht, wirst du deinen Augen nicht trauen. Einstein! Bring da raus! Keine Panik, ich habe irgendwo einen todsicheren Auswurfmechanismus. Siehst du? Kein Grund zur Sorge. Sicher? Mal sehen, ob ich etwas Hilfreiches finde. Oder jemanden. Ja, übrigens, fliegendes Auto, 1931, wir haben in 2015. Haben wir so etwas schon? Nee. Hallo? Und logisch hoch 5, jetzt hänge ich jetzt eine darunter. Verschlossen. Ich muss wohl einen anderen Weg zu Eini finden. Ja, führt ihr auch. Wo ist eigentlich das Auto abgestürzt? Wird okay.
Hill Valley Expo, 12. bis 15. Oktober. Visionen von morgen, schon heute. Doc sagt, dass er am Tag der Expo offiziell zum Wissenschaftler wurde. Scheint, als wäre er dem Zeitplan um Monate voraus. Tja, ob das jetzt so gut ist, Könnte Arthur da drin sein? Es ist zu voll und zu dunkel, um das zu sehen. schade war. Tja, und einem kann ich aber überall durch. Scheinbar doch nicht so weit. Naja, Doc. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Wieso wusste ich nicht, dass ich heute Abend Ihrem jüngeren Ich begegnen würde? Weil ich mich nicht erinnere, heute hier gewesen zu sein. Offensichtlich hat ein Treffen mit meinem jüngeren Ich vor 2 Monaten meine persönliche Zeitachse etwas verschoben. Ich konnte nie öffentliche Experimente durchführen, so wie er. Aber das macht nichts, solange ich mir Frankenstein ansehe. Frankenstein? Ja, gerade experimentiert mein jüngeres Ich da unten mit Raketenantriebssystemen herum, die er dann auf der Expo demonstrieren kann. Der Anfang deiner Karriere als Wissenschaftler. Genau, jetzt sind die Raketen eine fürchterliche Idee. Und ich werde bald herausfinden, dass sie nie funktionieren. In ein paar Stunden gehe ich also in das Kino und sehe mir Frankenstein an, um den Kopf frei zu bekommen. Ich habe die Eintrittskarte von diesem Film schon über 70 Jahre in meinem Geldbeutel hier. Wieso? Weil ich während dieses Films die Eingebung für meinen Durchbruch bei der Expo haben werde. Das hat doch nichts mit der Wiederbelebung von Toten zu tun, oder? Natürlich nicht. Erinnerst du dich an die Szene in der Colin Clive mit dem Messer? Egal, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mir diesen Film ansehe. Okidoki. Emmett hatte kein Glück damit, Einstein vom Gerichtsgebäude zu holen. Das überrascht mich nicht. Eine ist ein schlauer Hund, aber er hat Höhenangst. Was kann man da tun? Ich hab's. Was? Lenk einfach mein jüngeres Ich ab und ich übernehme den Rest. Okay. Dann bringe ich mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Marty. Naja, wie immer. Seit 3 Filmen nichts Neues, in dem her, wird schon gut gehen. Wo ist eigentlich dieses fliegende Auto hin? Oh nein, die schon wieder. So, Emmett. Keine Sorge, Emmett. Ich bin mir sicher, du kriegst es noch hin. Darum mache ich mir keine Sorgen. Einstein ist das größere Problem. Warum machst du nicht mal einen Moment Pause? Du könntest dir einen Film ansehen oder so etwas. Danke für das Angebot, Mike. Aber sobald Emmett Lathrop Brown sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann ihn nichts mehr davon abbringen. Und momentan habe ich mir in den Kopf gesetzt, deinen Hund zu retten. Interessant. Was ist mit deinem Raketenauto schiefgelaufen? Ich bin mir nicht sicher. Sobald wir Einstein darunter geholt haben, suche ich es. Warum gehst du nicht dein Auto suchen? Und lassen Eini auf dem Dach sitzen? Niemals. Hunde sind viel wichtiger als so ein blödes Raketenauto. Besonders eins, das nicht funktioniert. Oh, ein richtiger Tierfreund. Oder auch, naja. Ist egal, Hast du schon den Frankenstein-Film gesehen? Ich habe gehört, er ist sehr inspirierend. Noch nicht. Ich war so mit meinem Raketenauto beschäftigt, dass ich keine Zeit hatte. Aber ich will heute Abend reingehen. Zumindest, wenn ich Einstein runterbekommen habe. naja. Was läuft zwischen dir und Edna? Vor ein paar Monaten hätte ich schwören können, dass sie dir schöne Augen macht. Das war bevor mein Vater ihren Finger vom Fuselverband rausgeworfen hat. Jetzt lässt sie keine Gelegenheit aus, über mich und meine Arbeit herzuziehen. Das ist wirklich nervig. Ja, ja, typisch Edna Strickland. Naja, bei dem Namen und der Familie. Der Persönlichkeit vor allem. Weißt du etwas über Officer Danny Parker? Pa sagt, er ist ein guter Kopf, wenn er nicht trinkt. Gut. Natürlich, er trinkt in letzter Zeit scheinbar ständig. Also schlecht. Weißt du etwas über Trixie Trotter? Der Singvogel aus den Sierras? Die Nachtigall des Nordens? Das Flittchen der Foothills? Nie von ihr gehört. Und ich bin auch nie in Tennants Bar geschlichen, um ihr zuzuhören. Vielleicht ja auch besser.
Dann siehst du dir heute Abend wirklich Frankenstein an? Den solltest du nicht verpassen. Oh, mach dir keine Sorge. Nichts auf der Welt hält mich davon ab, mir einen Film über einen verrückten Wissenschaftler mit Götterkomplex anzusehen. Klasse. Naja. Warum machst du nicht mal einen Moment Pause? Du könntest dir einen Film ansehen oder so etwas. Danke für das Angebot, Mike, aber sobald Emmett Lett Ja. Ich gehe dann mal. Vielleicht finde ich Hilfe. Tu das. Ich bleibe hier und überlege mir, wie ich Einie runterbekomme. Überlege ich mir gerade auch. Tja, könnt ihr betäuben, ich glaube, das löst eigentlich das Problem nicht. Scheibenkleister. Nicht anfassen, Sie sind sehr empfindlich. Entschuldigung. Wie lenke ich ihn bloß ab? Hey Edna. Mr. Crockett, was kann ich für Sie tun? Tja. Was machen Sie denn hier mitten in der Nacht? Ich bewahre die Leute vor Alkohol, Lastern und Schweinereien. Und ich bin auf der Suche nach heißen Stories. Man glaubt nicht, was es hier immer für Neuigkeiten gibt. Nö, das glaubt man wirklich nicht. Irgendeine neue Story heute Nacht? Nur das Übliche. Bürgermeister Thomas wollte sich aus der Bar schleichen. Frankie Needles setzte seinen Wagen gegen einen Hydranten. Nichts für die Titelseite. Schade, schade. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh? Was denn? Naja, wieso nicht? Kit Tennant verhaftet. Halleluja! Wann ist das passiert? Naja, bisher noch nicht, aber es wird passieren. Halt mich auf dem Laufenden. Was war das für ein Lied, das Sie vorhin gesungen haben? Gefällt es Ihnen? Auf den Treffen des Finger vom Fusel-Vereins bringt das die Bude zum Wackeln. Aber vielleicht ist es auch nur das Zittern. Soll ich es noch einmal singen? Ja, mal schauen. Sicher. Wenn ich lange genug warten würde, würde ihn sich jemand wünschen. Natürlich. You say you've lost your self-respect, but you should care. It's not too late to redirect and start to care. Don't despise the good and pure. Time to rise up from the sewer. Wash off all that foul manure. Show the world you care. You should care. You should care what people think of you. Of goals that you could name, reclaiming your good name is what you ought to do. You should care. You should care. If your reputation is in disrepair, it's not going to hurt you to reclaim your virtue, for you should care. Sehr schön. Finden Sie wirklich? Ja, es ist ein richtiger Ohrwurm. Ehrlich, man braucht einen Aufhänger, wenn man Herzen gewinnen will. Alter, sie weiß nicht, ob sie irgendwie ein Soundproblem im Spiel liegt oder an ihren Stimmbändern, aber boah, mir sind gerade alle Haare ausgefallen. Scheiße. Oh, mein Trommelfell, Hilfe, es blutet. So, ja, jetzt eigentlich doch gerne, wenn ich raus bin. Weil, naja, das Lied selbst, jo, gerne. Denken Sie, ich könnte Ihren Text von You Should Care haben? Ich habe selbst einen Club, der wirklich etwas Inspiration brauchen könnte. Sicher, lassen Sie mich nur schnell eine Seite aus dem Gesangsbuch. Hier, bitte. Danke. Ich dachte schon, sie wollte sagen, kopieren. Da ist mir eigentlich ziemlich egal, wer es sein soll. Bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Naja. Okay, eine bleibt oben und keine Idee, wie ich ihn runterholen soll, deswegen gehen wir erstmal zurück in die Bar. Na gut, Ideen hätte ich schon, aber müssen vor allem Arti ablenken und da habe ich echt keine Idee momentan. Rein da. Wehe, da kommt nochmal. Willkommen zurück. Dankeschön. Parker scheint hier noch geparkt zu sein. Geil. Oh, der Typ ist aber da. Okidoki.
würde mal sagen, Notblätter müssen noch einander bringen, wa? Ich sollte den Liedtext wirklich jemandem geben, der ihm gerecht wird. Ja, deswegen hier Notblätter rein. Hallo, machst du das jetzt bitte mal? Ich sollte den Liedtext wirklich jemandem geben, der ihm gerecht wird. Oh Gottes Willen, ey, da gib ihm doch Trixie. Meine Fresse. Hey Trixie, sieh mal da. Wieso? Hast du das nicht gesehen? Nein? Ah, schon gut. Nun gut, dann soll man sagen, soll sie mal singen, wa? Trixie? Ja? Ich habe zufällig Arthur McFly getroffen. Heute Abend? Aha. Wie geht's ihm? Wo übernachtet er? Ich habe das nicht herausgefunden. Wenn du ihn noch einmal siehst, sag ihm, dass ich ihn suche, okay? Ich könnte wirklich seinen Rat bezüglich. Du weißt schon, was brauchen. Wissen Okay. Sie, was Sie prima singen könnten? Diesen Song Sprich von das mit dem Klavierspieler ab. Der hat die Songliste. Toi, toi, toi. Danke. Okay, sie hat jetzt da vorne, also sprich, sie hat jetzt ein Notenblatt. Theoretisch, wenn das jetzt hier, Ich denke, ich werde den Text für die Nachwelt bewahren. von mir aus. You should care. You should care. What people think of you. Sie hat recht. Ich kann mein Leben ändern. Na klar. Ja, denn ich war ein guter Polizist. Ich hatte zwar ein paar Aussetzer, vielleicht auch einen geistigen, als ich ein verschwindendes Weltraumauto gesehen habe. Aber ich bin ein guter Mann. Genau. Und alles, was ich tun muss, um Betty zurückzugewinnen, ist der gute Mann zu sein, der ich war. Egal wie die Dinge laufen. Okay. Also, was jetzt? Ich warte auf den richtigen Moment, Kid Tannen fertig zu machen, meinen guten Ruf wiederherzustellen und das Herz von Betty Lipinski zurückzuerobern. Tun Sie das. Ich wette, der Moment wird sehr bald kommen. Glaube ich auch. Jetzt bloß die Frage, wo ist Kit? Er ist nicht hier, toll. Ich meine, haben wir das schon mal geschafft? Das ist doch schon mal etwas, aber wir sind jetzt dort hinten. Ah, da ist er, der Kitty Boy. Willst du bitte zu Tannen gehen? Der Officer Parker. Nein! Alter! Mach mich in der Kirre! Danny. Hey, ich glaube, ich habe noch nie deinen Namen gehört. Ich habe ihn auch nicht erwähnt. Und ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, nachdem du nun wieder ein ehrbarer Polizist bist. Hast recht, ich bin dir etwas Anonymität schuldig. Mach einfach keinen Unsinn, hörst du? Laut und deutlich, Officer Parker. Immer noch bereit, Tannen zu verhaften? Auf jeden Fall. Cool, halt die Ohren steif. Ich sehe, was ich tun kann. Bis bald, Danny. Pass auf dich auf. Tja, wieso kann ich ihn jetzt nicht ansprechen? Ist das irgendwie ein Backup vom Spiel oder? Verdammt, der geht echt nicht. Oh, ich weiß nicht. Leute, gut, ich geh mal. Ich schätze mal, Arti herbringen dürfte reichen. Das Problem ist nur, ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich jetzt da irgendwie Emmet ablenken soll. Tja, nur Probleme, nur Probleme. Hat der vielleicht etwas Neues zu Officer Parker jetzt? Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem?
Gute Neuigkeiten, Doc. Parker hat sich bereit erklärt, Tennant zu verhaften. Ich musste also nicht allein zum Abschlussball. Super. Und was ist mit Miss Daran Shorter? arbeite ich noch. Nun gut, Ich habe mit ihrem jüngeren Ich über Frankenstein gesprochen. Er freut sich sehr darauf. Oh, das hätte mich nie beunruhigt. Für nichts auf der Welt hätte ich diesen Film verpasst. Diese alte Eintrittskarte verschwindet nicht. Ich beneide mich fast, wo ich sie jetzt hier sehe. Emmett hatte kein Glück damit, Einstein vom Gerichtsgebäude zu holen. Das überrascht mich nicht. Eine ist ein schlauer Hund, aber er hat Höhenangst. Was kann man da tun? Ich hab's. Was? Lenk einfach mein jüngeres Ich ab und ich übernehme den Rest. ja, aber wie soll ich ihn ablenken? Na, Dann Hilfe. bringe ich mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Marty. Wie immer, Doc, wie immer. Ja, Freunde, muss man sagen, in diesem Part geht es hier weiter. Ich mache mir, glaube ich, hoffentlich noch ein paar Gedanken darüber, wie ich ihm da genau, naja, ein bisschen helfen kann. Aber ich muss einfach Arti kann ich halt nur finden, oder denke ich mir zumindest einfach mal, indem ich halt... Ich habe so eine Pfeife, also kann ich ja theoretisch dann... Das Feuerzeug ganz schlecht, aber was anzünden, wenn war eine Idee. Ja, indem ich einfach mit Artis Pfeife die halt eingebe, damit er daran riechen kann und so Arti aufspürt. Wäre zumindest mal so meine Idee, aber naja. Funktionieren wird, das erfahren wir wohl erst im nächsten Part. Wieder zurück in die Zukunft, dem Wii Let's Play. Bis dahin, ciao zusammen.